Nur der russischen Invasion an der Ukraine hat der direkt einen Waffenstillstand auf Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gefroht. Der gowe doch ufangs mat viel erfollech, mit wem mir an der Zwischenzeit genau wissen, goufe sie leider aufgrund von Interventionen aufgebracht. Wir bleiben der Meinung, dass eine diplomatische Lösung für den Konflikt die einzig richtig ist, für Menschenleben zu schonen, den Territoire von der Ukraine so weit wie möglich zu präservieren, an eine Eskalation vom Konflikt zu verhindern, so wie wir es von Anfang an gesagt hatten. Die westlichen Nationen, also die USA, die EU und ein paar andere Staaten aus dem Gruppe, haben Sanktionen auf die russische Invasion vom 24. Februar 2022 reagiert. Schon vordrun war Russland das am meisten sanktionierte Land auf der Welt, über 11.000 Sanktionen zählen wir heute, und es kommen danach dauernd dabei. Die Sanktionen berühren natürlich auch als eigene Interessen, politischer und ökonomischer, was eine Ursache mehr als für eine Bilanz zu machen. Wir fragen uns, was hat die Sanktionspolitik da wirklich gebracht? Wir wollen daran erinnern, dass wir als ADR in der Chambre schon am Mai 2022 die Meinung vertreten haben, dass Sanktionen gegenüber Russland tendenziell ineffektiv sind. Die ganze Geschichte von Sanktionen an den internationalen Relationen dokumentiert das auf eine beeindruckende Manier. Wir müssen feststellen, dass das auch am Fall, wo Russland so ist. Es gibt politisch, ökonomisch und militärisch Ziele für Sanktionen, kein erreicht. Politisch. Sanktionen sollten die russische Population treffen, und das sollte dann eine große Unzufriedenheit in den Leuten hervorrufen. Die Dowenst, da sollten die aktuelle Regierung stürzen und wenigstens Politik ändern. Das wird die Idee, davon ist aber nicht das geringste zu sehen. Bei denen alltägliche Versorgungsgitter gibt es keinen nennenswerten Engpass. Sogar die westlichen Meinungsumfragen an Russland weisen, dass der Herr Putin seine Regierung weiter auf über 80% Unterstützung kann zählen. Den ausländischen Druck schwächt die russische Gesellschaft echt nach mehr zusammen. Die Regierung ist durch Sanktionen gestärkt, echter gestärkt wie geschwächt gehen, an einen Regime-Change ist nicht zu denken. Wir konstatieren also einen Check von den politischen Zielen von den Sanktionen. Die zweite Motivation war an Astei für die russische Ökonomie industriell und finanziell zu schwächen, für das das Land den Kriegserfolg nicht weiterführen kann. Auch davon ist nichts zu sehen. Jacques Sapir, Direktor d'études auf der École des Hautes Études en Sciences Sociales, hat für eine Podest die neuesten Etude publiziert. 2022 hat der russische PIB einen Rückgang von minus 2,2%. Dazu hat beigetragen Kosten vom Krieg. Leute leben am Krieg suchen auf Zeit, das ist Depargne de Précaution. 300.000 Leute wurden mobilisiert und ein paar 10.000 Leute und Land verloren. Der Nettoimpact von den Sanktionen auf die russische Ökonomie lag bei minus 1,2% vom PIB. Das ist nicht ganz viel. Für den FMI wies die russische Ökonomie trotz Krieg und Sanktionen im Jahr 2023 um mindestens 0,7%, und 2024 um 2,1%. Das ist mehr hoch als der Prognostik für viele westliche Länder. Von denen 3.141 westliche Firmen, die gesagt hatten, dass sie Russland verlassen, sind da 211 effektiv gegangen, das sind Männer wie 7%. Wohlgemerkt, wir wollen nicht behaupten, dass Sanktionen keinen Effekt auf Russland hätten. Das wäre sicher falsch. Aber wir können behaupten, dass Ziele von den Sanktionen nicht erreicht wurden. Mittel- und langfristig muss Russland sicher auch mit ökonomischen Problemen kämpfen, ja auch zum Teil durch Sanktionen, aber vor allem durch den Krieg und den Manque de Main-d'œuvre. Herr Präsident, auch am Westen haben wir große ökonomische Probleme. Die hohen Energiepreise, muss ich sagen, hatten wir auch schon ein paar Probleme vor dem Krieg. Mit den hohen Energiepreisen sind zu einem großen Teil auf die Sanktionspolitik zurückzuführen sind, führen zu einem Verlust von der Kompetitivität, einer Delokalisation von Betrieben an einem Aufbau von Arbeitsplätzen. Lützeburg bleibt davon nicht verschont. Bislang kennen op mans 3 industrielle Betriebe Probleme, durch jedenfalls an engem Fall DuPont Taijing durch Konsequenzen von der Sanktionspolitik. Bei Husky geseidet einer Delokalisation eventuell aus zum Deal, wenn es Energiepreise. Die USA probieren überdem auf eine ziemlich aggressive Manier ausländische Betriebe auch aus Europa umzuziehen.
Wir begrüßen die Konvokation von einer Tripartite über die Industrie. Herr Präsident, der hat schon zu auf dieser Tribüne für eine Sanktionspolitik gewarnt. Wir hatten an Erinnerung gerufen, dass die Erfahrung weiß, dass Sanktionen bis global noch nie fertig tun, die politischen Decisionen von einem großen Staat rückgängig zu machen. Und desto mehr groß der Staat ist, desto mehr illusorisch ist die Absicht. Russland ist das geografisch größte Land auf der Welt, das in Bezug auf viele Rohstoffe autark und natürlich eine relativ stark und diversifizierte Ökonomie. Die Chancen auf einen Erfolg von einer Sanktionsstrategie wären von Anfang an klein. Und so als doch zu Misserfolg kommen. Russland hat seine sogenannte spezielle Militäroperation an der Ukraine 4 gefeiert, an ein Ende ist noch nicht ersicht. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass Sanktionspolitik eine Politik ist, die uns selber viel schuld und die hauptsächlich durchwinst 4 gefeiert wird, weil die westlichen Regierungen die Bilder nicht mehr, die Misserfolg auch nicht wollen angestehen und das leider auf Kosten von unserer Ökonomie und von unseren Bürgern. Europa hat sich weltweit mehr Respekt verschafft und mehr für die Ukraine gemacht, wenn es am Platz Sanktionen den Leadership an einer Friedensinitiative geholt hat. Herr Präsident, wir müssen feststellen, dass bei weitem die meisten Länder, rund 3/4 auf der Welt, Sanktionen nicht unterstützen, also nicht darüber beteiligen, dass viele Länder, darunter auch manst großes NATO-Land, Russland aktiv dabei helfen, Sanktionen zu umgehen, dass doch EU-Länder Sanktionen nicht ganz applizieren, ignorieren oder aktiv umgehen. Denn Herr Habeck hat vor kurzem ganz betroffen mitgeteilt, dass Sanktionen sogar aus Deutschland herausgingen im Gange gehen. Auch viele Großländer außerhalb der EU, wie zum Beispiel Indien, China oder Ägypten, helfen aktiv, für Sanktionen zu umgehen. Wir Westeuropäer kaufen russische Gas und russische Petrolsprodukte haut DAX über Deier umwehr. Wir bezahlen also zu einem großen Teil selber die Rechnung für eine Sanktionspolitik. Russland kann seine Profite auf Exporter zum Teil erhöhen. International machen Sanktionen der G7 par rapport zum BRICS progressiv mich schwer. An neue ökonomisch und finanzielle Konstellationen sind weltweit am Entstehen, und zwar zum Nachteil vom Westen. Dazu gehören auch alternativ entwickelte Systeme für internationale Finanztransaktionen aufzuwickeln, an eine Stärkung vom Yuan zulasten vom amerikanischen Dollar. Mittelfristig kann das an den USA einen starken Inflationsdruck ausüben. Langfristig kann der Dollar seine Stellung als wichtigste Reservewährung verlieren, sobald genug Vertrauen an andere Währungen abgebaut gouf. Die Welt ist heute politisch und ökonomisch so gesplittet wie nicht mehr hinter dem Ende vom Kalten Krieg. Es war interessant zu notieren, dass man dann Backes die Entwicklung auch erkennt, wo, wie man in der Zeitung lese, der Frühjahrsreunion vom Internationalen Währungsfonds, und hier steht beispielsweise an der Zeitung vom letzten Volk, dass sie Kommuniqué herausgehen hört, an dem sie für eine Fragmentierung von der Weltwirtschaft an pur geopolitisch Blick gewarnt hat, mit unterschiedlichen technologischen Standards, Bezahlungssystemen und Reservewährungen. Das, was mir angeschwert wird. Und ich meine, das ist eine Tendenz, die eben auch an der letzten Regierung erkannt wird, und das ist auch gut so. Der erste Blick auf den Bilanz von den Sanktionen ist also deutlich. Sanktionen sind ineffektiv, sie sind Ziele nicht erreicht, sie sind sogar kontraproduktiv für uns, also sie sind teuer. Die Analyse ist evident. Natürlich wird argumentiert, es müssen den Sanktionen mehr Zeit geben, für zu wirken. Aber auch das Argument verkennt die Wirklichkeit. Sanktionierte Länder stellen hier Ökonomien lehren selber zu produzieren, was sie brauchen, auf eine Wehr ermitteln, für und dazu kommen, was sie mehr schwer können kreieren. Zeit spielt hier ganz klar zugunsten von Russland an den BRICS-Staaten. Russland kann dabei auf die Solidarität von ganz vielen Ländern zählen. Herr Präsident, was uns als ADR für allem beschäftigt, ist, dass Sanktionen nicht nur globalpolitisch negative Effekte haben, aber sie schützen für allem die Leute hier am Land. Sie sind eine der wichtigsten Ursachen für den Inflationsdruck. Sie machen die letzte Ökonomie nicht schwer, und sie belasten übermäßig die Finanzierungskapazitäten vom letzten Staat. Der Inflationsdruck ist auch bei den Lebensmitteln hoch, und die Energiepreise drücken den Wasserpreis mittelfristig deutlich an die Luft.
Die hohe Inflation führt auch zu immer mehr hohen Zinsen, die die Leute massiv belaschten, an eben Faktoren sind, die den Wohnungsmarkt stoppen. Mit grosser Sorge gucken Leute und Entreprisen hier im Land an den anderen EU-Ländern auf ihre Zukunft. Es kann zu großen Schwierigkeiten beim Approvisionnement mit Energie kommen. Wir führen allem Preisentwicklung am Energiesektor als volatil. Ein grosses Problem sind Rechnungen für Strom und Hitze. Für viele Städte und für viele Entreprisen sind sie bald nicht mehr zu bezahlen. Als Kompetitivität ist vorgestellt. Aber blicken wir die Kosten noch zum Teil auf das Staatsbudget verlagern durch eine großzügige Hilfepolitik, die wir an der Tripartite verhandeln. Aber auch die Finanzierungskapazitäten vom Staat sind limitiert, und ganz lang kann das nicht so viel gehen. Als Ökonomie ist auch ganz stark vom Ausland abhängig und wird mit aufgezogen, sobald andere an Schwierigkeiten geraten. Die industrielle Produktion geht zurück. Sollte es nicht zu einem sehr Frieden in Osteuropa kommen, kann es sein, dass das Approvisionnement mit dem Gas für den Winter 23/24 noch viel mehr Probleme stellt, wie die für diesen Winter 22/23. 2022 konnten wir in Europa nach Reserve mit russischem Gas konstituieren. Dieses Jahr wird das nicht mehr gehen. Die sukzessive EU-Sanktionspakete gegen Russland und die Europäische Union selber an eine Krise gefeiert. Die Energieengpässe und die Inflation, die aus der Sanktionspolitik resultieren, beruhen dabei bald exklusiv auf eigenen Decisionen vom Westen und nicht von Russland. Dass die EU die Sanktionen auf Gas und Petrol verhängen hat, Russland wollte weiter liefern und liefert übrigens auch weiter. Wir als ADR verlangen Änderungen von unserer Politik am Interesse von den Leuten und von unserer Ökonomie. Unserer Meinung nach ist die Sanktionspolitik der falsche Weg, für die Krise an der Ukraine zu reagieren. Der ADR hat sich von Anfang an für eine andere Linie dezidiert. Wir favorisieren eine Verhandlungslösung für die Krise. Dabei gehen wir davon aus, dass nicht nur die Wohl von der Ukraine, aber auch als eigen national, politisch, ökonomisch und Sicherheitsinteressen für einen sicheren und gerechten Frieden plädieren. Wir wollen die Ukraine also nicht allein lassen, wir sie auf Verhandlungen und beim nächsten Aufbau unterstützen und hier dadurch dabei helfen, eine neue Zukunft aufzubauen. Es ist unsere Überzeugung, dass Krieg und Sanktionen nichts bringen, Diplomatie aber schon. Wir haben uns übrigens gewundert, wo wir in der Zeitung gelesen haben, dass doch der Asselborn selber weiß, dass Sanktionen nichts bringen. Am Wort vom 10. August 2022 haben wir seine Meinung gelesen in Bezug auf die Sanktionen gegen Zimbabwe. À quoi ont-elles servi, fragt Herr Asselborn? À rien. Pareil en Libye, pareil ailleurs. On ne résout pas les problèmes avec des sanctions. Wir freuen uns, wenn Herr Asselborn das schon weiß, für was möchte ihr nicht dann? Die Sanktionspolitik ist mitverantwortlich für weltweit ökonomisch und humanitäre Probleme, zum Beispiel im Bereich der Versorgung von vielen Ländern mit Lebensmitteln. Weltweit sind Preise für Lebensmittel an die Luft gegangen. Es ist unehrlich, Russland allein will Schuld für die Entwicklung zu gehen. Die Situation ist viel mehr kompliziert. Sie hängt auch zum Beispiel damit zusammen, wie Lebensmittel und die Börse gehandelt gehen, wie diese Schiffer, die nach am Schwarzen Meer fahren, können versichern, und wie ein Hafen sie nur dafür benutzen. Wir sind dem Herrn Erdogan für seine Vermittlungsdienste dankbar und bedauern, dass doch die Europäische Union so eine konstruktive Rolle gespielt wird. Hallo hier den, wo viele Seiten, es soll nicht kontrovers über die Sanktionspolitik diskutiert gehen. Wir müssen den zusammenhalten und uns nicht vom Kreml auseinander dividieren lassen. So Argumente weisen wir zurück. Wir leben in einer freien Demokratie und es ist unsere Aufgabe als Opposition, für die Politik von der Regierung zu kontrollieren, besonders eng, die den Leuten in unserem Land so viel zumut wie die aktuelle Sanktionspolitik. Wir als ADR machen dann nicht so, wenn die Leute und die Unternehmen hier im Land Probleme haben, und wir lassen uns den Mund auch nicht verbieten. Auch die internationalen Konsequenzen von der westlichen Politik machen uns große Sorgen. Auf diplomatischem Plan stellen wir fest, dass der Westen mit seiner Position an der Ukraine stark minoritär ist. BRICS-Staaten neben Russland, China, Südafrika, Brasilien, an die übrigens auch eine neue Dynamik kriegen, Mexiko, Saudi-Arabien und Tunesien haben gefragt, Member zu gehen,
hu sich an unterschiedliche Moos mit Russland solidarisiert und noch viel asiatisch, afrikanisch und südamerikanisch Staaten verhalten sich neutral bis Russland freundlich. OPEC Plus feiert den heute früher. Das heißt auch, dass zum Beispiel eine Reduzierung vom Volumen von den Petrolsförderungen dezidiert gehen, was direkt Konsequenzen auf die Preisweise auf der Pumpe hat, zum Beispiel. Der Westen verliert progressiven Einfluss an und Autorität. Das weist sich besonders deutlich an Afrika. Neue strategischer wahrscheinlicher Plan sich dauerhaft Interessekoalitionen und Allianzen formieren sich gegen den Westen, den verschiedene Gegenden immer mehr als imperialistisch und arrogant angeschaut wird. Vor allem Frankreich gerät unter Druck. Wir sollten uns den Blick auf die Realitäten auch nicht von Aufstimmungen an der UNO holen lassen. Eine Aufstimmung in amerikanischem freundlichem Abfluss, als das die Realität im Terrain das ändert. Die neu verstärkten Allianzen gegen den Westen führen zu neuen Risiken und neuen möglichen Konflikten. Dazu gehören noch Spannungen rund um Taiwan und verschärften Territorialdiskussionen um den Gas am Mittelmeer. Eine mehr starke Türkei kann noch ein verstärktes Risiko für Griechenland, Israel und Zypern sein. Auch den Iran wird massiv abgewehrt und ist mehr gefährlich. Durch die Vermittlung, wo China hat Saudi-Arabien diplomatische Relationen mit dem Iran abgeholt, ein grosser Erfolg für die chinesische Diplomatie, mit einem Misserfolg für die Administration Biden. An Europa als Position von der Türkei substanziell gestärkt gehen, wahrscheinlich zu Recht, weil sie ernst wie die Europäische Union am Ukraine-Konflikt eine mehr konstruktive Diplomatie betrieben hat. Auf der anderen Seite gibt es an der EU politische Risikofaktoren, die als ganz sehr durch die Politik an Konflikte können matt heranziehen, zum Beispiel, wie wir gesehen haben, wenn es Diskussionen rund um den Korridor von Kaliningrad. Lust mich du, wenn es nachher mal betonen, dass wir da der NATO eine Verteidigungsallianz ist, keine Angriffsallianz. Was verschiedene Länder wollen provozieren, da war nicht gelieft, ohne Eis. An den USA verliert die Ukraine-Politik von der Administration Biden immer mehr und Zustimmung. An der Republikanischen Partei ist sie schon gar nicht majoritär. Und das du wennst du mal zu rechnen, dass nach 4. Präsidentschaftswahl von 2024 die amerikanische Politik sich wird ändern. Dazu drohen auch budgetär Probleme bei. Durch die rezente Fute von geheimen Dokumenten als Glaubwürdigkeit von der amerikanischen Strategie an der Ukraine und damit auch der europäischen mehr wie Frage zu gehen. Die EU hat, unserer Meinung nach, sollen über die Verhandlungsweg eine sehr Friedenslösung für einen regionalen europäischen Konflikt sichern. Am Platz gouf den Ukraine-Konflikt globalisiert, die Welt hat mehr unsicher gemacht und unseren eigenen Interessen massiv geschürt. Wir sind an einer Lose-Situation. Ja, die russische Ökonomie hat eine Reihe Probleme, ganz sicher, mehr als aber auch. Auf monetärem Plan ist der Rubel durch eine, zitierend Madame Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, intelligente Politik von der russischen Zentralbank stabilisiert gehen. Als ein Euro ist aber vielmehr schwer und auffällig gehen. Hier wird all unsere ökonomischen und energiepolitischen Probleme verstärkt Sanktionspolitik auch als währungspolitische Auffälligkeit. Die zum Teil kriegsbedingte Schwäche vom Euro auf den Devisenmarkt und die zu viel Geldmasse drohen auch zu der hohen Inflation bei. Herr Präsident, was sind die Konsequenzen von den EU-Sanktionen gegen Russland? Sie führen zu einem dauerhaften Verlust vom russischen Markt für viel westlich, auch lützburgische Entreprisen. Wir haben im Land aktuell das Beispiel von der Ost-West-Bank. Westliche Exporte und Investitionen aus Russland gehen durch eigene Produktionen und durch Investoren aus anderen Staaten progressiv ersetzt. Sicher, es kann uns ein paar Jahre dauern, bis westliche Importe ersetzt gehen, aber wichtig ist, sie können ersetzt gehen, und sie gehen ersetzt. Das Resultat ist nur ein kurzfristiger Rückgang, vielleicht auch einen punktuellen Abbruch von der russischen Ökonomie, eine langfristige ökonomische Umstrukturierung und damit eine tendenzielle Stärkung für Russland. Wir hatten das ja auch an der Krimkrise gesehen im Jahr 2014. Frankreich hat Russland als Klient für viele von seinen Agrarprodukten wahrscheinlich für immer verloren. Die Sanktionspolitik führt außerdem zu einem weltweiten Verlust von Vertrauen an die westlichen Staaten als bewiesenermaßen unzuverlässigen Handelspartner. Das gilt auch für als Finanzplatz.
Wir investiert in Suen nach Staaten, die allzeit können Sanktionen holen, auch gegen Leute, die keine direkt politische Verantwortung drohen. Viel sanktioniert Oligarchen und keinen politischen Einfluss, genauso wie viele Familienmember von russischen Politikern. Die EU hält diese Sanktionen nicht aufgrund von klaren rechtlichen Kriterien, also von einer etablierter individueller Verantwortung für den Krieg. Sanktionen gegen Mam vom Herrn Evgeny Prigozhin, Madame Violetta Prigozhina, goufe für kurzem durch ein Gericht annulliert. Das ist ein Beispiel. Bausen der EU an das Staat verzielt, gesagt als Sanktionspolitik nicht aus wie eine gerechtfertigt rechtsstaatlich aufgesicherte Prozedur. Wir suchen zu viel hört investiert als an Zukunft vielleicht lieber bei einer anderen, manner politisierter Finanzplatz. Singapur und Hongkong haben Initiativen an dem Sinn angekündigt. Viele von unseren Sanktionen verstoßen a priori auch gegen Investitionsaufkommens, aber wenn Sanktionen gegen für Gericht respektive Schiedsgericht kommen, ist nicht klar, wie die Prozesse gingen ausgehen. Sanktionen sind juristisch wackelig, das ist eine Observation, die von einem Professor von unserer Universität gemacht wird. Die Frage ist auch, wie weit soll bei der Umsetzung von Sanktionen gehen? Wenn an der ganzen EU 17 Milliarden Euro konfiskiert gehen, Dezember 2022, wo das stand, und davon allein 5,5 Milliarden zu Lützeburg, da wissen wir auch, dass die anderen Länder entweder nicht mitmachen oder so viel wie möglich fuddeln. Op Malta goufe bis Dezember 146.550 Euro konfiskiert, an der Griechenland 212.201 Euro. Konklusion überlassene Giersch. Nach Wort über Sanktionen für russische Medien. So Maßnahmen sind a priori nicht kompatibel mit dem Artikel 24 von unserer Verfassung. La censure ne pourra jamais être établie. Sie sind auch gegen als Engagement über die Freiheit von den Medien am Kader von der OSZE. Natürlich sind die ciblierten Sender nicht neutral und nicht objektiv, aber dasselbe kann ich noch für viele westliche Medien sagen, die aber nicht zensuriert gehen. Propaganda hört die von allen Seiten. Und wie wir schon DAX gesagt haben, wäre ich als DAX das echt Opfer vom Krieg. Wenn wir Eiszeitungen als Sender lesen, gucken oder lauschen, geht es auch heinst du nimmen eng wärecht. Da der als Kind als Zensur, wie auch als Verfassung es bestimmt. Wir wollen die Informationsfreiheit von den Leuten protegieren, sodass jeder sich selber und unabhängig seine eigene Meinung machen. Herr Präsident, Sanktionen belasten nicht nur als Relationen mit Russland, aber sie sorgen auch für Streit zwischen den westlichen Nationen. Die Engländer sind mehr hart betroffen wie andere. Die eng wollen bessere Relationen mit Russland wie andere. Und es gibt auch die hier eigene Interesse wollen mehr schonen wie andere. Jedenfalls kann eine Einheit auf der Sanktionsfront nicht für lange Zeit garantiert gehen. Ich will just mentionieren, für die Kollegen, die vielleicht nicht gewohnt gesehen, dass Polen und Ungarn den Import und den Transit von ukrainischen Kehren verboten haben. Für allem die Diskussion über ein Ende oder eine Moderation von den Sanktionen werden noch zu ganz viel Streit an der EU führen. Polen und Balten sind wahrscheinlich nicht dafür zu kriegen, vielmehr westliche oder südosteuropäische Staaten an der EU aber schon. Es ist einfach, Sanktionen zu dezidieren, es ist aber alles Ähnliche wie einfach für sie nicht abzuheben. Herr Präsident, los uns nicht vergessen, dass wir auf vielerlei Manieren von Importen aus Russland und übrigens auch aus China, einem wichtigen Alliierten von Russland, abhängig sind. Wie sollen so Länder langfristig als Fournisseur ersatz gehen? Das geht alles ernst wie einfach. Es wird just darauf verwiesen, dass nicht nur im Energiebereich, sondern auch an den Umwelttechnologien Importe aus diesen zwei Ländern, respektive ihre Partnerländer, eine zentrale Rolle spielen. Russland und auch China sind feste Bestandteile von ganz vielen Wertschöpfungsketten. Es ist nämlich ganz schwer, wann überhaupt möglich, für das umzuändern. Auch am Weltraumbereich, der für Lützeburg von großer Bedeutung ist, hat diese hier Kooperation mit Roskosmos gestoppt. Und das ist eine strategische Fehldecision. Soyuz geht nicht mehr wie Kourou aus Robgeschoss, und damit fehlt Europa eben seinen 3 Porteuren. Dabei könnte das italienische Vega misserfolgreicher wird und der Ariane 6 noch nicht fertig ist. Wenn auf der Weg Sanktionen in wichtigen ökonomischen Bereichen geht, wie bei den Chippen und der Elektronikindustrie,
setzt sich dem Risiko von Retorsionen an andere Bereiche aus. Das ist eine wichtige Ursache, für was der DR für den freien Handel steht. Über dem es wir am Gange sind, als selber zu schulden, profitieren andere von den Sanktionen, darunter Chinesen oder auch die Inder. Beispiel von Indien hatte ich schon genannt. Indien kauft den russischen Petrol billig und verkauft ihn dann an anderer eben an einer raffinierter Form viel mehr teuer und als Führung. In Aserbaidschan, also Wunder, in Aserbaidschan verkauft, weil mehr Gas für ihn selber hat, leitet ja um Endpunkt von einer russischen Pipeline. Auch die USA profitieren massiv von der europäischen Politik, nicht nur über die Waffenindustrie, sondern auch über den Export von Gas, zum größten Teil Gas de Schist, den über Fracking aus dem Boden gezogen wird. Den amerikanischen Gas, Liquefied Natural Gas, LNG, also sowohl mit teuer wie auch deutlich mit umweltfeindlich wie die russischen, den über Pipeline kennt. Transportiert wird den amerikanischen Gas durch umweltschädliche Schiffstransporter, also eine Verflüssigung respektive Vergasung kosten enorm Energie. Als Entreprise bezahlen für den amerikanischen Gas zwischen 3 und 7 Mal mehr wie die amerikanische Konkurrenz. Das ist für uns Kompetitivität täglich. Wenn am Zusammenhang von den Sanktionen von einer moralischen Notwendigkeit schwätzt, wird es sich respektabel aus, wir sollten Geschichtsbücher vielleicht besser nach einmal mehr genau lesen. Auch groß westliche Länder haben an den letzten Jahrzehnten mehr wie Krieg ohne Mandat vom UNO-Sicherheitsrat gefeiert. Hier uns vom Sicherheitsrat gelungen, für die eng oder andere Invasion zu rechtfertigen. Sanktioniert haben wir so Länder da wenigstens aber nicht. Wir gehen Lono Gas an so vorbildliche Demokratien herrschen wie in Aserbaidschan, den so gerne sein Nachbarland Armenien überfällt, oder Saudi-Arabien, das am Jemen Tausende von Menschenleben im Gewissen hat, als Journalisten wie Herr Khashoggi als Stecker schneiden lässt. Wir gehen noch an den Katar herrschen, auch ein großer Champion von den Menschenrechten. Und als es moralisch sich dummer zu bretzen, welche Konsequenzen können noch Leute aus Russland durchkommen, die nicht mehr den Sicherheitsstandard kriegen bei elektronischen oder anderen Maschinen, denen sie bislang gewinnt wären. Hier am Land können Sanktionen zu sozialen Problemen führen. Am Blick auf die Situation stabil, aber was bringt Zukunft? Was die nächste Winter? Die Problematik von der Energiearmut kann sich ganz akut stellen. Unserer Meinung nach, der wird nicht dazu kommen, dass Leute Strom oder Gas aufgeschnitten kriegen. Es ist mehr wie je nötig, Leute im sozialen Plan gut aufzusichern. Für diesem Winter hat die EU mit dem Akkord von der Lützeburger Regierung dezidiert, dass wir unseren Gasverbrauch um 15% reduzieren. Das wird durch den Müllewinter möglich. Wir auch hier stellt sich die Frage nach dem nächsten Winter. Wir stellen fest, dass die schon in vielen europäischen Ländern die Aussichten für die Entreprisen immer mehr pessimistisch gehen. Viele Entreprisen können nicht mehr rentabel schaffen, eine Rezession kann für unter dir stehen. Das heißt Chômage an Neucharge für den Staat, den schon viel zu viel heiß verschuldet ist. Alles das, als wie gesagt, nicht Schuld von irgendeinem anderen, das ist eine Konsequenz von unserer eigenen Politik. Der DR hat ernst reagiert. An den Tripartite goufen Hilfsmaßnahmen dezidiert, die DDR selbstverständlich mitdreht. Als sozial orientierte Partei lässt mir mit Sicherheit kein Fallen. Aber das hat einen hohen Kostenpunkt an Zeiten, zu denen wir schon mit hohen Staatsschulden konfrontiert sind. Die Finanzierungskapazität vom Staat ist limitiert, und wir dürfen den AAA nicht durch eine unmögliche Schuldenpolitik vorbringen. Für uns ist also klar, dass wir die Ursache von Misere bekämpfen und nicht Symptome. Wir brauchen jetzt eine zuverlässige, billige und umweltfreundliche Lösung für unser Energieproblem zu lösen. Und das können die Alternativenergien nicht sein, weil die liefern immer einen einstelligen Beitrag zu unserem Gesamtenergiebedarf. Die Windenergie liefert zum Beispiel nicht mehr 5% vom Strom, und der Strom ist selber nur einen kleinen Teil von unserer Energie. Wir bleiben massiv abhängig von fossiler und nuklearer Energie. Das ist Tatsache, alles anders als Propaganda. Herr Präsident, Europa ist schon weltweit der Kontinent, auf dem die Energie am teuersten ist. Viele Unternehmen investieren lieber auf andere Plätze, besonders in den USA, die uns eine rücksichtslose Konkurrenz machen. Neben dem Carbon Leakage haben wir auch nach der Sanctions Leakage eine Verlagerung von Industrie, wenn es die Konsequenzen von den Sanktionen.
Wir schwächen den Industriestandort Europa und damit auch den Standort Lützeburg. Lassen wir als Ökonomie Futti machen, lassen wir als Leid an die soziale Misere fallen, weil ein paar Länder unbedingt wollen durch einen langen Krieg eine militärisch am Platz eine politische Lösung an der Ukraine. Die Strategie ist nicht eins, kann nicht eins sein, weil sie hat, wie auch der frühere französische Premier Raffarin festgestellt hat, zwei Affer, die Ukraine, selbstverständlich, aber auch die Europäische Union und damit auch Lützeburg. Vielleicht hat Macron recht, wo von mehr strategischer Autonomie für Europa geschwärzt hat. Herr Präsident, für der stellt sich also die Frage, muss das alles sein? Wir wollen hier eine klare Message machen. Am Platz an eine künstlich und unnötige Wirtschaftskrise heranziehen zu lassen, brauchen wir dringend eine andere Politik an sich und eine Friedenslösung für die Ukraine. Wir müssen noch nicht in einer langfristig stabiler europäischer Friedensordnung am Kader von der OSZE schaffen, am Platz einen neuen kalten Krieg zu feiern. Sanktionen schulden uns selber, ohne einen decisiven Einfluss auf den Konflikt zu haben. Sie sind zum Teil verfassungswidrig, unter was Medien angeht. Sie sind juristisch wackelig, besonders am Hinblick auf die Investitionsschutzaufkommens. Sie sind moralisch zu hinterfragen, weil sie auch Leute konzernieren, die keine persönliche Verantwortung für den Konflikt tun. Wir sehen auch kein moralischer Vorteil daran, teure Gas an einer Reihe von Diktaturen rund um die Welt zu kaufen, für die billigen russischen Gas zu ersetzen. Sanktionen kosten uns viel Suen, ein paar Schulden finanziert Milliarden. Durch die Hilfspakete müssen wir für die Leute und die Unternehmen dezidieren. Sie können einen langfristig negativen Impact auf unseren Finanzplatz und unsere Ökonomie haben. Politische Sanktionen, wie sie auch die Chamber gegenüber der Duma und dem Föderationsrat praktiziert, sind nicht sinnvoll, weil der Dialog und damit auch der kritische Dialog zwischen Politikern, besonders auch Parlamentarier, unterbrochen wird. Die Konklusion von der ADR ist also klar. Wir wollen Friedensinitiative für den Krieg an Osteuropa möglichst sehr auf ein Ende zu bringen, wie auch viele andere Länder, China, Brasilien, Indien, das fordern immer mehr Länder und auch, muss man nicht vergessen, der Papst. Aber parallel dazu wollen wir ein Ende von der Sanktionspolitik, die uns in ganz Europa ganz viel schützt. In dem Sinne, Herr Präsident, will ich auch heute noch 2 Motionen überreichen. Merci, Herr Karteiser. Persönlich, merci für Ihre Aufmerksamkeit.